Merci, Herr Präsident, die Damen und Herren Deputiert. Ich freue mich, euch als Motion zum Verbrennerverbot für 2035 zu präsentieren, die mir den 16. Oktober angeregt haben. Diese Motion behandelt eine von den wichtigsten wirtschaftlichen Fragen von unserer Zeit. Es geht darum, ob wir als Politik der Industrie und natürlich am Endeffekt dem Konsument, also unsere Bürger, vorschreiben sollen, was für Technologie sie benutzen sollen. Oder ob der Konsument und die Industrie selber an einer freien Marktwirtschaft entscheiden, was sie wollen kaufen, respektive produzieren und verkaufen wollen. Es kristallisiert sich immer mehr, dass das quasi Verbot vom Verbrennermotor unrealistisch ist und mehr auf eine Wunschvorstellung basiert wird, wie auf wirtschaftliche und technologische Realitäten. Der Widerstand an der Ruf nach Änderung geht immer mehr groß, und das aus guten Gründen. Erstens fehlen da vielen EU-Länder und der nächsten Infrastruktur, besonders die Ladeinfrastruktur, und Stromversorgung und Produktion sind nicht bereit. Wie wollen wir da Millionen von Elektroautos abladen? Zweitens, das Verbot schließt nicht nur modernen Verbrennern aus, die viel mehr effizient sind wie nach 24 Jahren, aber auch neue Verbrennertechnologien, die mit E-Fuels betrieben gehen. Drittens, als Transformation zur Elektromobilität komplex und daher sie überfordert sowohl die Industrie wie auch der Verbraucher. Wir schwätzen halt von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen an der EU, die in der klassischen Autosindustrie hängen. Schlussendlich stellt sich auch die Frage, was es überhaupt bringt, wenn der Verbrennermotor an den Petrol dann eben auch in anderen Ländern sowieso weiter gebaut und verbraucht wird. Der Verband von der deutschen Autosindustrie fordert mehr Technologie, Offenheit, an dass E-Fuels und Hybride erlaubt sollen bleiben. Aber auch die großen Länder Deutschland und Italien fordern das lo. Ihr seht also, dass sich die Wand gedreht wird und dass Realismus und Pragmatismus immer mehr Überhand holen am Ausland. Wir als RDR waren die Einzigen, die sich für eine freie Marktwirtschaft angesagt haben, für Technologie, Offenheit. Wir sind nicht gegen den E-Auto oder für eine andere Technologie, aber für die beste Technologie, die sich durchsetzen wird. Auf was meine Kollegen von der CSV vielleicht interessiert, als dass hier eine europäische Mammepartei, die Europäische Volkspartei, EVP, genau die Position überhält, die ich hier in der Chambre seit 2 Jahren vertreten. Ich zitiere den Sprecher von der EVP-Fraktion. Wir brauchen wieder Vernunft und Realismus in unserer Politik. Die Zukunft der Automobilindustrie ist nicht rein elektrisch, aber sie ist auch nicht rein verbrennungsmotorisch. Wir brauchen einen Mix von Technologien und Offenheit für alle Technologien. Das beweist also, dass der DDR zu einem wichtigen Thema an der politischen Mitte in Europa ist.